Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Guckt, da haben wir einen Haufen Gucker. Also, ich glaube Gucker, wenn man da durchgucken kann, deswegen Gucker. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Also, für Normalsterbliche eine Tüte. Wobei, auch das könnte man falsch interpretieren. Dann haben wir noch Guck mit so Schmutz, also mit Fett. Eine Tüte mit Fett. Bin der hochdeutschen Sprache mächtig. Nicht, müssen wir aber nicht immer machen. Das ist so. Das geht so schwer überzogen. Und da seht ihr dabei. Mein modifiziertes, das modifiziertes, da. Und gleich fallen mir auch die Worte ein. Die Ninja Turtles wie Revenge so, jetzt. Hei. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als mir lieb ist. Und weil ich zwei Hände habe, da alles zwei und beide. Eine links und eine rechts, aber guckt beide Richtungen. Der Daumen guckt in, okay. Der Daumen guckt jedes Mal in dieselbe Richtung. Okay. Es ist schon spät und ich werde langsam blöd. Und bevor es zu spät wird, machen wir da auch eine Modifikation. Da machen wir das da rein, weil das ist da mal drin gewesen. Das ist so ganz weiches Federle und das Federle hat schon mehr Windung und das ist ein bisschen stärker. Ich würde sagen, ich packe das einmal auf die Seite. Ja, das sieht jetzt nicht so ästhetisch aus. Wir machen mal eine Vergleichsmessung. Fangen wir mit dem bereits modifizierten an. Aufwachen, gibt was zu messen. Die Batterie dürfte jetzt wieder voll sein. Das letzte Mal, beim letzten Video, gerade zum Schluss hat es gelangt, weil die Anzeige, die verarscht einen ein bisschen, die ist nicht ganz so präzise. Legen wir los. So. 8,9. Das hat vielleicht. Ja, das Ding ist nicht ideal. Das sollte man vielleicht wegmachen, dass man auch Äpfel mit Äpfel vergleicht und ja, ihr habt das schon modifiziert. Das kann ich euch schon mal zeigen. Das habe ich jetzt anders ausgedruckt. Das dürfte jetzt dann besser gehen. Test muss 16. Das hat es aber auch noch vorne gezogen. Irgendwo bleibt das immer noch hängen. Ihr seht doch da. Oder schlingere die Pfeile so, dass das nicht geht. Ja. Habe jetzt das mal für ein bisschen steifer gemacht oder ein bisschen robuster gemacht. Und ein bisschen weiter. Das Oberteil, das Vorderteil, das druckt gerade noch. Dass wir, wenn wir den fertig haben, das da auch montieren können. Jetzt lassen wir mal weg. So, ich resette und danach tue ich messen. Dann, so. Ich messe 16,4 Meter pro Sekunde, 14,9 Meter pro Sekunde, 16,3 Meter pro Sekunde, 11,5 Meter pro Sekunde und 15,6 Meter pro Sekunde. So, da sind gleich ein paar zurückgekupft. Den Rest müssen wir noch sortieren. Das macht im Durchschnitt 14,9. Im Minimum 11,5 und im Maximum 16,4. Es kann sein, dass das im Video ist, das immer so ein bisschen flackrig. Weil ich glaube ohne. In echt sind deine Augen langsam, um das zu sehen. Oder keine Ahnung. Das Design können wir wieder hinmachen. Weil den Blaster sind wir jetzt vorerst fertig. Dann resette. Ich resette und ich messe. So. 14,6. 15,7. 15,6. 17,7. 14,7. Und das waren alle 5. Die sind auch dankenswerterweise großteils zurückgekupft. Was haben wir da?
Was haben wir da im Durchschnitt? 15,6. Das heißt die Modifikation. Wir haben eigentlich nicht viel gebraucht. Das ist. Da müssen wir den Aero-Strick vielleicht, also der dafür sorgt. Weil ich glaube, das ist so schieße. Ja, das hat es noch drin. Den müssen wir dann vielleicht bei dem gleich mit rausmachen und gucken, ob wir dann bessere Werte haben. Also im Durchschnitt 15,6, im Minimum 14,6 und im Maximum 17,7. So, dann haben wir doch mal Vergleichsmessung. Dann packen wir das mal auf die Seite. Dann packen wir Krust aus. Guck. Dann machen wir das Blattstelle auf. Machen da auch die Ausschnitte rein, alles. Das mache ich aber im Schnelldurchlauf. Und dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. So, offen ist. Und da seht ihr, was ich meine. Das Ding müssen wir wahrscheinlich da hochprofessionell entfernen. Aber das Blattstelle ist schon cool. Wenn das nicht so teuer wäre. Also, so generell, dann könnte man. Da könnte man fast eine eigene Schale entwerfen. Das. Wenn man das weiter oben ansetzt, und weiter ein bisschen mehr Hubraum könnte man da rausholen. Was ist das Loch da unten mal gewesen? Das ist für weniger Hubraum. Ja, dann, das hat man eigentlich noch weiter oben ansetzen. Guck, da ist noch Potenzial in dem Ding. Das ist halt, aber das ist cool. Ja, das ist so. Ja, das müssen wir erst entladen. Das ist einfach schön. Wenn so Blödsinn funktioniert. Aber das. Vor allem was für ein Aufwand. Das ist ja eine Schale in einer Schale. Wäre das geil, wenn man das so kriegen könnte. Ja. Ich würde sagen, das Fädel muss sowieso raus. Wir müssen da noch mal die Stiften ausmachen. Das ist ja rechts gefuddelt. Aber ja, den Stift müssen wir noch ausmachen. Und dann mal das doch noch. Irgendwie kann man da gescheit noch. Dass man das da so. Schraubenzieherle zur Hilfe. Okay, Schraubenzieherle sagt dann heute Zängle. Bisschen den Kunststoff massiere. Seht ihr, der ist jetzt ein bisschen gestresst von der Massage. Normalerweise ist das umgekehrt, aber Kunststoff mag keine Massage, deswegen ist er gestresst. Okay, soll öfters Videos später oben machen. Wird's geschwätzt blöder. Mein Königreich von Schlitzschraubenzieher. Die brauche ich doch noch so selten, deswegen habe ich so wenig davon da. Ja, genau das nicht. Eieieiei.
der Ingenieur das wieder hochprofessionell macht. Die andere Seite massieren wir die auch ein bisschen. Klein wenig da. Klein wenig da. Und nochmal die andere Seite ein bisschen massieren. Dass wir da über die Rastnase drüber kommen, gerade so. Hoppala. Dann war sie die Schwerkraft. Gucke, dass die Aufnahme auch läuft. Wenn ich das nicht mache, label. Der Zukunftsblaster-Ingenieur wird da gute Shorts draus machen. Seht ihr schon. Aber es ist auch guter Content, hoffe ich doch. Oder ein rechter Blödsinn halt. Also, wenn ihr als Blödsinn als guter Content empfindet, dann ist es genau der richtige Content für euch. Oder die richtige Unterhaltung. Ich glaube, ich mag das Wort Content eigentlich nicht. Das Federle unterstützt. Ah. Eieieiei. Das habe ich mir auch einfacher vorgestellt. Das wieder rückgängig zu machen. Oh, das ist gar so sprödes Zeug. Ich glaube, das scheint noch klebt zu sein. Das bewegt sich jetzt auch noch gar nicht. Ah, komm. Ja, da. Kurzer Prozess. Sind Ingenieur, kein Chirurg. Komm da raus. Okay. Jetzt hätte ich aber als Chirurg alle Kunden vergrault. So. Mit chirurgischer Präzision, ich sag's euch. Quallt mal das Kunststoffteil da raus. Wir wollen da sauberen Luftstrom und nicht so Krust da dazwischen. Gut, die Dichtung sollte man schon intakt lassen, die hilft, glaub. Ich würde sagen, ich drück da auch nochmal die Dinge raus und dann kommen wir da gescheiter nach. Jetzt mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, jetzt haben wir die gewichtsreduzierte Variante gemacht. Auf den Krust entfernt, so Federle. Ganz lockeres Federle. Und den ganzen Geraffel. Ah, das muss drin bleiben. Aber das raus. Das müsst jetzt da noch verbessern. Für einen besseren Luftstrom sorgen. Machen wir da noch gerade noch weg. Einfach, weil wir es können. Weil's, kann man das hier auch wegmachen. Oder? Und dann gucken wir, ob diesmal die Tuning-Maßnahme auch wirklich eine Verbesserung bringt. Wenn ich Stiftler rausmache, das ist immer ein bisschen krust. So. Da. Jetzt sage, muss sowieso ein bisschen Pfeile holen. Ich hole Pfeile das mal. Pfeil der Hand das so auf, schnitzt das weg, baue es wieder zusammen und dann testen wir. Bis gleich.
So, oder? Ja, manche Sachen macht man auch bloß ein zweites Mal, wenn man vergessen hat, wie kompliziert das erste Mal war. Und ich wundere mich immer noch, wer den Schmutz da in die Tütler verpackt. Das ist doch eine undankbare Sache. Oder ein undankbares Geschäft. Und vor allem, man kriegt das nicht mehr gescheit raus. Mal gucken, ob das ein bisschen was bringt. Wenn das da einfach reinschmutzen, so nach dem Motto, viel hilft viel. Ist, ja, mit dem kann ich sowieso nichts mehr anfangen danach. Das können wir auch komplett da verbrauchen. Soweit. Dann noch damit. Dann ist gut geschmiert. Dann läuft es wie geschmiert. Das war ein bisschen kompliziert zusammenzubauen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es beim ersten Mal schon so kompliziert war. Da ein bisschen was dazwischen. Und da haben wir schon alles da. Da können wir es auch verbrauchen. Da noch ein bisschen. Und dann fliegt es in den Kotterkebel. Also in den Mülleimer. Das wird sich schon hoffentlich an die richtige Stelle einreiben. Ja. Ja. Jetzt haben wir da ein bisschen. Ja, das wird schon passen. Und jetzt müssen wir gucken. Jetzt ist das noch oder so drin. Was wir da wegschleifen müssen. Weil das ist noch wieder. Ihr habt da seht ihr. Das muss da ziemlich runtergeschliffen werden. Und das ist eine elendige Schleiferei. Aber ja, das muss halt sein, weil sonst geht es nicht richtig. Und ich würde sagen, bevor ich mich noch sofort drücke, machen wir das gescheit. Schleife das runter. Schneide das da runter einfach ein bisschen weiter aus. Und dann dürfte es passen. Dann bis gleich. So, der Herr Ingenieur hat natürlich zuerst mal eingefettet, bevor und danach der Staub gemacht. Das war wieder, ja, so semi-professionell. Das durchgegangen. Das ist weit genug. Pops, Pumps. Ich würde sagen, ich putze den Tisch, wir schrauben es zusammen, machen wir einen Schnelldurchlauf. Bis dahin dürfte vielleicht die Teile von das unten auch fertig sein. Und dann können wir das auch montieren. Dann, bis gleich. So, Dele, finden wir mal raus, was das kann. Jetzt ist auch die Äußerheit fertig, oder? Ja,
Gerade frisch aus dem Drucker. Ich habe gerade den Stützdruck entfernt, aber noch nicht sauber entgradet. Das heißt, oh, das geht eigentlich recht gut. Ja. So. Jetzt hätte ich noch was gedacht, hätte ich neue Pfeile geholt. Mir klaut es jetzt einfach aus dem Pflasterle. Weil da liegen zwei wohl irgendwo auf dem Boden oder irgendwo im Nirvana. Und da liegen sie gut. Das sei denen gegönnt, wenn sie nicht zurückkommen wollen. So, dann gucken wir mal, was das jetzt kann. So, Messmittel. Aufwachen, geht's was du da? Ich messe. Ich will das immer noch. Das ist der einzige Grund, warum ich das Soundmodul gern drin hätte. Dass das beim Einschalten sagt. So. Und gucke, was kann's? 17,4. Das war nix. Ah, komm. Mir resettet nochmal. Bringt das so wenig? Reset. Ich resette. Und ich messe. Ja, sage mal. Gott, das ist nicht gescheit runter. Wieder doch zu wenig rausgeschnitten. Eieieiei. 80,6. So. 18,5. Ah! Ich hab die Hälfte vergessen. Eieiei. Der Unterwürfel. Deswegen Gott ist das so schwer. Wir müssen da mal Schreible lockern. Wir müssen dem ein bisschen mehr Spiel geben. Jetzt, das habe ich ja bei dem auch ausgeschnitten. Eieiei. Okay. 17,3. 18,7 und 19,9. Okay, das heißt, wir haben jetzt 18,6 im Durchschnitt mit 17,3 im Minimum und 19,9 im Maximum bei 5 Messwerte. Das heißt, vorher haben wir 15,6 gehabt bei dem Blasterle und jetzt haben wir 18,6. Das heißt 3 Meter pro Sekunde mehr. Und wo habe ich es denn? Das da, das andere Teil, das obere Teil ist auch fertig wieder. Das müsste jetzt, der Kleber müsste jetzt halten. So, dale. Jetzt sieht das doch noch was aus. Mal nicht ganz ideal, aber ist gut. Wir müssen jetzt da noch ein bisschen wegschneiden. Das habe ich vergessen, dass ich das bei dem auch gemacht habe. Deswegen machen wir ein zweites Video, dass das alles auf einmal ist. Also, starke Verbesserung. Vor allem der hat bloß 14,9. Das heißt, die Modifikation, ohne dass man den R-Restriktor da rausnimmt, die hat eigentlich gar nichts gebraucht. Jetzt sollte man bloß irgendwann eigentlich mal die alte Feder einbauen in den und gucken, ob das an der stärkeren Feder liegt oder ob das an dem R-Restriktor liegt. Aber dann bis nachher dann sowieso das Ding fertig. Jetzt schneiden wir das nochmal voll aus, dass fertig ist. Dass er End gibt. Da haben wir nämlich 2 schöne Blaster von 2 Händen. Ich meine, irgendwann wollen wir die schön lackieren und alles, das kommt alles noch. Aber erstmal ausschneiden. Dann bis gleich.
So, fertig geschnitzt. Drucker ist fertig geworden. Und ich habe die 2 Pfeile noch gefunden. Ich habe jetzt halt auf den Drucker gewartet. Also zwischen der Schnitzerei und dem jetzigen Teil vom Video ist ein bisschen Zeit vergangen. Hab noch Apfel gegessen und Bier getrunken und so. Sachen. Dinge, die man halt so am Feierabend macht. Damit der Feierabend schön wird. So in etwa. Und damit man länger lebt. Also der Apfel, dass man länger lebt, und das Bier, dass der Feierabend schön wird. So in etwa. Das unsere Risiken und Nebenwirkungen. Fragt euren Arzt, nicht mich. Nicht den Ingenieur, der hat davon keine Ahnung. Hört da nicht auf den Ingenieur. Garantiert nicht. Nicht so clever. So, doppelseitiges Klebeband. Wir müssen uns halt, ja, das Unterscheidungsmerkmal ist jetzt ein bisschen angeschickt, dass das da unten drin ist. Weil das ist die ISO 30.0 OS. Und das ist die ISO 3. Jetzt habe ich gedacht, das sei eine Kennnummer. Aber das ist es vermutlich nicht. So. So. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber ja. Das müsste jetzt eigentlich. Ah komm, da machen wir noch alles in den Graben rein. Da muss ich mal gucken, noch andere Modifikationsteile. Ich glaube, mehr Schuss würde den Blaster gut da. Ja, nicht das vorher gescheit in gerade soll. So. Ah, das ist ganz einfach. Das ist das mit dem längs gedruckten. Das ist das mit dem querdruckten. Überall noch. Noch kruscht. So, da. Bam. Nee, halt die Beute nicht gescheit. Aber sieht gut aus. Seht ihr, da habe ich das Loch schon deutlich vergrößert. Ja, jetzt alle. Wenn das auch gescheit fokussiert. Das ist jetzt natürlich. Jetzt bloß nicht abdrücken. Sonst würde ich mir wünschen, dass die Kamera auf mich gerichtet wäre. Das hätte ein gutes Video leer geben. Aber bam! Und weil es so schön war. So. Leer ist. Fertig ist. Okay, wir da unten jetzt. Das ist gefährliches Blasterle. Ja, warum das nicht hält? Vielleicht einmal, ich da ein bisschen Knetmaßen einpacke, vielleicht ist es auch, bewegt sich das einfach. Aber so. So, ein paar Pfeile sortiert, dass wir, wenn wir was modifizieren, das auch testen können. Also so Knetmaßzeugs, um Bilder und Band zu befestigen. Das tut es für solche Fälle dann auch. Weil das lässt sich immer locker wieder vorne. So. Dann nein. Mal gucken, ob das was bringt, bevor man es beim zweiten Mal hat. Ne. Das bringt nichts. Das ist halt.
Okay, das. Ja, gut, das ist seitlich ziemlich eng. Ja, das seht ihr. Da ist seitlich fast keine Luft. Ja, das ist bei dem. Da muss ich nochmal ins digitale Zeichen brettle. Yes. Da ist ein bisschen besser, aber ja, so hundertprozentig ist halt auch nicht. Und da ein bisschen Knetmaß rein dort. Und dann noch auf. Sei bloß vorsichtig. So. Nee. Ich halt bloß. Das. Ja. Aber die Leistungsverbesserung hat bei dem ja jetzt auf jeden Fall was braucht. Wir müssen da. Machen da nochmal Vergleichsmessungen mit der alten Feder. Hab da ja ein Guck voll. Wir gehen mal davon aus, dass die beide gleich sind. Und gucken, ob das nur an dem R-Restriktor lag, dass das besser wurde ist oder ob das generell jetzt besser wird. Das finden wir raus. Aber das in ein paar Wochen. Zwischendrin machen wir ein bisschen was anderes, dass wir ein bisschen Abwechslung haben. Und ich mache jetzt Feierabend. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.